Moin, ich bin Marian. Ich stehe hier ganz oben auf der Dietlinger Hart. Rundherum ist als Natur, so weit wie ich kann gucken. Das ist am Anfang ein Mosaik von Biotopen. Aber wenn ihr mehr im Detail guckt, da seht ihr eine enorme Biodiversität, also ganz verschiedene Pflanzen und Tiere. Aber das war nicht immer so. Von 1880 bis 1972 als Heimi Hart hier gegangen. Die rastig rote Minette stehen als am sogenannten Därebau aufgebaut gehen. Riesig Kamioner Baggeren und Minettstängel am wertvollen Eisenerz abgeladen, für sie dann in Richtung Heichofen zu feiern. Dune hat es ausgesehen wie um Mars, ein riesig Gestengsfüß, überall stöpsig rote Boden. Wir haben eine kleine Tour über die Hart und da gucken wir, wie die Natur es fertig gebracht hat, für nur an nur zu sich zu kommen. Pionierpflanzen wie Flechten und Moose sind die ersten, die auf diese plakischen Felsen wachsen. Und durch hier Überreste entsteht dann mit den Stängel zusammen eine Dünnschicht Boden, wo dann noch die anderen Pflanzen wachsen können. Aber nicht mehr, wenn so Nährstoffarmut an die extrem dreschend angepasst sind. Hier ist der Mauerpfeffer, den hat dick fleischig Blätter. Wenn ihn schmeckt, schmeckt auch pfefferisch. Und das sind Wasserreserven, die ihn anlädt, für extra gut gehen hitzt, können sie bestehen. Ich finde ganz viele verschiedene Pflanzen, die mit wenig Nährstoffe auskommen, auch gut und dreschend angepasst sind. Der Bommel ist vom Geruch, der Farbe und der Form vom Klee angezogen. So wie alle Bleipflanzen und Insekten sich über Millionen Jahre an den angepasst haben. Wenn die ganze Blei von einem dicken Bommel besicht wird, explodiert sie richtig. Und hier wird von oben an innen mit Pollen bombardiert. Oh, das hier ist eine spezielle Pflanze, ein bisschen blatzig, ohne Chlorophyll. Wir machen einfach ein Foto und dann mit der App iNaturalist können wir sie bestimmen und wird durch die Forschercommunität nach no bestimmt. Ah, das brungelt sich Pflanze als eine Sommerwurzel. Sie hat kein Blattgring, kann also selber keine Photosynthese machen. Sie muss Nährstoffe von einer anderen Pflanze aufsuckeln. Sie ist ein richtiger Schmarotzer, wie vom Thymian oder Thymagentchen. Der Bommel kriegt vom Eisenberg einen idealen Landeplatz angeboten, weil Stüpsblätter an den Griffel weit aus der Blei rausgucken. Das sieht aus, wie wenn eine schlanke Zunge rausstreckt. Blei hat ganz viel Nektar zu bieten und ziehen neben den Beinen auch viele verschiedene Piperlecken an. Den Doa so sehr wie ein Kolibri kann fischen sich an handelt sich fliehen, ohne zu landen. Diese Piperleck suckelt Nektar mit seinem langen Saughüssel und schlägt mit seinen Flillecken mehr sehr wie wir können gucken. Er wird Kolibri-Schwärmer oder Dauvenschwänzchen genannt. Därebaugebiete mit ihren vielen Moore Wiesen sind unter anderem auch bekannt wegen den Orchideen, die sich hier gut konnten ausbreiten. Bislang sind hier 28 verschiedene Orchideenarten nachgewiesen. Die Blähform von dieser Pyramiden-Orchidee ist effektiv breit und lebt spatz nach oben aus. Die Orchidee geht von allen möglichen Insekten besicht, die einen schönfarbigen Landeplatz angeboten kriegen. Das interessiert Insekten geht aber oft angeschmiert, weil es nicht wie Ungeheuer mit Nektar belohnt wird. Diese Rastchen dicker Piperleck probiert zu suckeln, ein bisschen Pollen scheint aus seinem Rüssel passen zu bleiben. Hier eng auf den ersten Blick unscheinbar Orchidee mit vielen kleinen Blähen. Oh, ein gehangene Männchen. Es sieht so aus, wie wenn sein Arm und Bein aus seinem Helm gingen raushängen. Das ist ziemlich Seelenorchidee, der Boxbart, riecht leicht noch Gäsebock. Der mittelste Teil von der Lips ist stark verlängert, aber wie ein Schrauf nur längs verdreht. Das gringelt sich Orchidee zieht durch ihren Geruch nur das Piperlecken an. Alle Orchideen produzieren mikroskopisch kleine Somkerne, die keine Nährstoffreserven haben. Dafür leben bei allen Orchideen als Symbiose mit einem Champignon, den hier Wurzeln umspinnt und sie mit Nährstoffen aus dem Boden versorgt. Da, wo es viele verschiedene Blähpflanzen gibt, gibt es auch eine große Vielfalt von Insekten. An diesen Ex-Därebaugebieten haben als Forscher über 2000 Insektenarten nachgewiesen, davon 950 verschiedene Arten an Nutzpiperlecken. Die weiße mit den schwarzen Oderen hat sowohl auf den Klee wie auch auf mögliche Partnern aufgesehen. Es gibt viele verschiedene gemusterte Scheckepiperlecken. Sie gehen noch ihre Flecken, Punkten, alleine bestimmt, die bei all Arten ähnlich sind.
No der Verkopplung lehnen Piperlicken hier eher oft auf ganz bestimmte Pflanzen auf, ob den Traube friessen, für sich Donut zu verpoppen. Verschiedene Piperlicke losen sich nicht immer so einfach bestimmen, sie gehen oft nur ihrer Futterpflanz benannt. Ich finde die wirklich ein Mosaik von wertvolle Lebensräumen, zum Beispiel gibt es doch ein klein Weihren. Das gilt Plattbauchlibelle Weibchen lädt sich eher während des Flitt über dem Weiher auf. Hier sitzt der blaue Männchen, hier hat just eine anstrengende Verkopplung bei hoher Fluchtwitesse über dem Wasser. Viele Insekten sind nur in weh oder sie sind ganz gut getarnt, das muss ich schon noch hin sicher für sie zu sehen oder ein bisschen Chance haben. Das grüne Teepärtchen ist noch ganz jung, es braucht noch bis den Hirsch bis 4 cm groß ist. Den Haier so horisch wie ein Bommel, dadurch ist diese Pinselkäferlig besser gegen Fressfeinde geschützt. Ihr frisst am liebsten Pollen von Hirländer oder anderen Blähen. Diese goldene Rosekäferlig frisst gern Pollen und suckelt Pflanzensaft. Die metallische Farbe vom Kofferrosekäferlig reflektiert einen Teil vom Licht, so möchten sich durch Bast ihren Erkanders. Die dicken Stängel und solche Splicken an den Minetfelsen bieten auch einen idealen Lebensraum für viele Reptilien. Das Mauereidechs wärmt sich gern der Sonne. Der Blanschlöcher wibbelt mit seiner Zunge hinein hier, für so nur wärmer Schlägen zu sichern. Ich sehe den lo gut, dass viel kleine Bäume noch kommen, wie die Birk, die schon lange hier steht, oder kleine Pöppelen, Weiden. Das heißt, dass auch durch das aufgestufte Material die Bäume mit tief gehen. Das heißt aber auch, dass die ursprünglich Pionierarten riskieren zu verschwinden. Wenn in all das Bäume gegen Wurzeln losen, da ging auf diese Pionierfläche nur an nesen dichte Buschwurzeln. An all die Seelenarten, Piperlicken, Orchideen und viel andere hätten ihren Lebensraum verloren und gingen verschwunden. Für das zu verhindern, organisiert Naturverwaltung schon seit langem Naturschutzarbeiten. Es gibt zum Beispiel Schovergesen angesagt, die jungen Bäume an einer Pflanze sollen friessen. Es mussten auch eine Reihe mit Dickbäumen weggemacht gehen, das alte Holz geht aber leihen gelos, für die wilden Bienen und anderen Insekten einen Platz zu lassen, wo sie ungestört können ihr Eier legen. Wenn den Trotliste von unseren Wissenschaftlern guckt, fällt es auf, dass gerade hier ganz viele bedrohte Pflanzen und Tierenarten einen idealen Lebensraum gefunden. Büschlewäckelchen, als ob das Pionierflächen angewiesen, hat das stark Gefahr, zum Teil auch, weil es Nester am Boden baut und zum Beispiel durch freilaufende Tönen gesteuert wird. Ganz viele andere Vogelarten fanden an den Minetfelsen einen Splick oder ein Hirl für zu bringen. Das junge Blumenmäuse rufen, für von ihren Eltern mit frischen Insekten gefiedert zu gehen. Das ist diese Mosaik aus vielen verschiedenen Biotopen, die für die Überleben von all diesen Pflanzen und Tierenarten so wichtig ist. Sie alle just eine Überlebenschance, wenn sie an so einem Naturschutzgebiet können auch ruhige Nachkommen kriegen, an ihre Populationen weiter abbauen oder ob man es stabil halten. Dafür müssen die Schutzzonen unbedingt respektiert gehen. So ein Naturgebiet ist aber auch für uns Menschen immens wichtig, für Ruhe zu finden, Natur zu genießen, zu entspannen. Es ist wichtig, all die geschützten Arten an ihrem Lebensraum zu schützen und zu respektieren, für das auch als Kammer des Tieren und Pflanzen auf freier Natur können bewundern. Mehr Informationen findet ihr am Naturmuseum. Kommt einfach langst. Ihr könnt auch gerne Visite aufrufen.